Hallo zusammen, wir nähern uns nun zum Ende dieses Studiums über das Heiligtum. Und heute wollen wir uns gemeinsam den letzten Gegenstand betrachten. Heute kommen wir nun zu der Bundeslade und wie bereits erwähnt, der letzte Gegenstand im Heiligtum. Wir sahen, dass das irdische Heiligtum ein Abbild des Himmlischen war. Denn Gott sprach zu Mose: Und achte sorgfältig darauf, dass du alles genau nach dem Vorbild machst, das dir auf dem Berg gezeigt worden ist. Das Heiligtum zeigt uns zwei wichtige Dinge auf, die den Dienst Christi betreffen. Und leider ist es so, dass viele Christen dem leider keine große Beachtung schenken. Diese beiden wichtigen Dinge, welche Christi Dienst betreffen, sind die, dass erstens Christus auf diese Welt kommen musste als das wahre Opferlamm, welches für unsere Sünden gestorben ist. Hebräer 9,28, so ist auch Christus einmal geopfert worden, die Sünden vieler wegzunehmen. Und damit endete auch sein irdischer Dienst. Viele Christen denken aber, dass mit Christi Tod am Kreuz sein Dienst nun zu Ende ist. Doch wie wir in Hebräer 9,12 lesen können, ist Christus danach mit seinem eigenen Blut ins wahre Heiligtum im Himmel eingegangen. Und damit begann auch sein zweiter Dienst, nämlich der im Himmel als Mittler und Hohepriester. Und weil Christus unser Mittler und Hohepriester im himmlischen Heiligtum ist, stellt sich nun die Frage: Wieso ging denn der Hohepriester ins Allerheiligste? War es nicht, um das Heiligtum von den Sünden zu reinigen? So ist auch Christus als Mittler und Hohepriester ins Heilige gegangen und dann ins Allerheiligste als Richter. Viele nehmen dies gar nicht zur Kenntnis, ihr Blick reicht nur bis zum Kreuz auf Golgatha, dem irdischen Dienst Christi. Was aber sein Dienst im Himmel betrifft, dem schenkt praktisch keiner seine Aufmerksamkeit. Denn Christus ist nicht nur das Lamm Gottes, sondern auch unser Hohepriester. Lies doch dazu ganz einfach den Hebräerbrief. Wir sehen Christus zwar als unseren Heiland und Erlöser, doch was sein Dienst im himmlischen Heiligtum betrifft, den übersehen wir. Vielen ist gar nicht bewusst, was Christus gegenwärtig für uns macht und was sein Dienst im Himmel gerade ist. Jesus ist für unsere Sünden gestorben, doch wir sündigen immer noch. Wieso sündigen wir denn immer noch, obwohl Christus bereits gekommen ist, um für unsere Sünden zu sterben? Nur das Heiligtum kann uns diese Frage beantworten und uns zeigen, was Christi gegenwärtiger Dienst im himmlischen Allerheiligsten ist, was er tut, um der Sünde ein Ende zu machen. Die Bibel nennt dies den Versöhnungstag. An ihm erfolgte die Reinigung des Heiligtums von den aufgezeichneten Sünden. Schauen wir uns nun die Bundeslade an. In Hebräer 9, 3 und 4 lesen wir, dass sich die Bundeslade im Allerheiligsten befunden hat. Darin war der goldene Krug mit Manna, der Stab Aarons und die Tafeln des Bundes, die 10 Gebote. Und über der Bundeslade lag der Gnadenthron aus purem Gold. Um also an Gottes Gesetz zu kommen, musste man zuerst bei diesem Gnadenthron vorbeikommen, und worin sich auch das Manna und der Stab Aarons befanden. Dieses Heiligtum war ein Abbild des Himmlischen. In Offenbarung 11,19 erfahren wir, dass sich im himmlischen Heiligtum ebenfalls die Bundeslade befindet. Und der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet und die Lade seines Bundes wurde sichtbar in seinem Tempel. Es ist auch wichtig zu wissen, dass das Gesetz von Mose sich nicht mit in der Bundeslade befand, so wie die 10 Gebote, sondern es lag neben der Bundeslade, nicht in der Bundeslade. Das Gesetz von Mose war gegen uns, aber die 10 Gebote Gottes waren für uns und nie gegen uns. Wenn jemand gegen Gottes Gebote gesündigt hatte, kam die Verdammung durch das Gesetz von Mose. Deshalb heißt es auch in 5. Mose 31, 24 bis 26, dass das Gesetz Mose ein Zeuge gegen uns ist. Und deshalb kam Jesus auch. Als man eine Frau zu ihm brachte, die Ehebruch begangen hat, um sie zu steinigen, so wie es das Gesetz Mose in so einem Fall forderte, sprach Jesus zu den Klägern dieser Frau: Welcher von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Doch auch diese Geschichte zeigt uns,
wie sehr Jesus Gottes Gesetz respektiert hat. Denn er sprach zu der Frau: So verurteile ich dich auch nicht, geh hin und sündige nicht mehr. Gottes Gesetz ist Liebe, und deshalb lesen wir auch in Hebräer 8, 9-10 über den neuen Bund. Dies ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel schließen werde nach jenen Tagen, spricht der Herr. Ich will ihnen meine Gesetze in den Sinn geben und sie in ihre Herzen schreiben. Gott möchte sein Gesetz in unsere Herzen schreiben. Da ist ein Unterschied zwischen dem Zeremonialgesetz und dem Moralgesetz, den 10 Geboten. Das Zeremonialgesetz wird Gesetz des Mose genannt, die 10 Gebote aber das Gesetz des Herrn. Das Zeremonialgesetz wurde von Mose geschrieben, die 10 Gebote von Gott selbst. Das Zeremonialgesetz wurde in ein Buch geschrieben und die 10 Gebote auf Steintafeln. Das Zeremonialgesetz wurde neben die Bundeslade gestellt und die 10 Gebote in die Bundeslade. In Kolosser 2,14 spricht Paulus von der gegen uns gerichteten Schuldschrift, die uns durch Satzungen entgegenstand und welche Christus aus dem Weg geschafft hat, indem er sie ans Kreuz heftete. Was war diese Schuldschrift? Christen sollten 5. Mose 31, 24-26 lesen, bevor sie Kolosser 2,14 auslegen. Denn die Bibel antwortet uns in 5. Mose 31, 24-26 darauf, was diese Schuldschrift ist. Nämlich das Gesetz des Mose, welches ein Zeuge sei gegen uns. Auch Daniel 9,11 macht das sehr deutlich. Wir lesen dort: Sondern ganz Israel hat dein Gesetz übertreten und ist abgewichen, so dass es auf deine Stimme gar nicht hören wollte. Darum hat sich auch über uns ergossen, was als Fluch und Schwur im Gesetz Moses, des Knechtes Gottes, geschrieben steht, weil wir gegen ihn gesündigt haben. Das ganze Volk hatte gegen Gott gesündigt, und deswegen kam der Fluch des Gesetzes von Mose über sie. Und so lesen wir auch in Galater 3,13, dass Christus uns von diesem Fluch des Gesetzes von Mose losgekauft hat, welches gegen uns war. Leider versäumen es viele Christen, da einen Unterschied zu machen zwischen dem Gesetz des Mose und den 10 Geboten. Daher möchte ich dies anhand eines Beispiels deutlich machen. Sagen wir einmal, ihr hättet einen Tag, vor dem Jesus am Kreuz gestorben ist, gesündigt. Dann, nach dem Gesetz, musste man, wenn man gesündigt hat, ein Lamm opfern. Und wenn man es nicht gemacht hätte, so wäre diese Sünde einfach geblieben. Denn Christus wäre da ja noch nicht am Kreuz gestorben als das wahre Opferlamm. Wenn ihr jetzt aber einen Tag nach Christi Tod gesündigt hättet, dann müsstet ihr kein Lamm mehr als Opfer darbringen, sondern von da an könnt ihr direkt damit zu Jesus kommen, zur Vergebung. Denn Jesus ist dieses wahre Opferlamm, auf das all die anderen vorherigen Opfer nur hingewiesen haben. Denn es ist so, wie Walter Veit und Martin Smith es einmal erklärt haben: Das Opferlamm, welches man zur Sühnung seiner Sünden zu dem Brandopferaltar gebracht hatte, war lediglich ein vordatierter Scheck und wies eben auf das wahre Opferlamm hin, nämlich Jesus Christus. Versteht ihr das? Jesus ist das wahre Opferlamm, nicht das Tier, welches sterben musste. Dies war das Zeremonialgesetz, welches seine Erfüllung in Christus fand. Doch, sagen wir jetzt einmal, ihr hättet einen Tag vor Christi Tod am Kreuz etwas gestohlen. Wäre dies dann noch eine Sünde gewesen? Ja, natürlich. Und was ist mit einem Tag nach Christi Tod, wenn ihr da etwas gestohlen hättet? Wäre es dann immer noch eine Sünde? Auch da natürlich ja, denn der Tod Christi hat nicht Gottes Gesetz aufgehoben, sondern es hebt das Zeremonialgesetz auf. Und genau das ist der Punkt, bei dem viele Christen nicht unterscheiden zwischen dem Gesetz, welches in Christus seine Erfüllung fand, und demjenigen Gesetz, welches ewig Gültigkeit hat. Das Zeremonialgesetz kam erst, nachdem Adam und Eva gesündigt hatten, während Gottes Gesetz schon vorher da war. Denn Adam und Eva hatten gesündigt, weil sie Gottes 10 Gebote übertreten hatten. Du sollst nicht stehlen. Adam und Eva nahmen von der Frucht, von der Gott gesagt hatte, sie sollen sie nicht nehmen. Du sollst kein falsches Zeugnis abgeben. Jeder gab dem anderen die Schuld.
Die Bibel sagt, du sollst nicht die Ehe brechen. Sie begingen aber geistlichen Ehebruch, indem Eva mit Satan gesprochen hatte. Du sollst nicht begehren, was deinem Nächsten gehört. Eva begehrte die Frucht zu essen. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Eva gehorchte der Schlange mehr als Gott, so wurde diese zu ihrem Gott. Ehre Vater und Mutter. In dem Moment, wo sie von der Frucht aßen, haben sie da ihren Vater und Schöpfer damit geehrt? Und in Jakobus 2, Vers 10 wird uns gesagt, denn wer das ganze Gesetz hält, sich aber in einem verfehlt, der ist in allem schuldig geworden. Da ist ein Unterschied zwischen Gottes 10 Geboten, welche uns die Liebe Gottes zu seinen Kindern offenbart. Denn das größte Gebot aber ist es, 5. Mose 6,5, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Die ersten 4 Gebote betreffen unsere Beziehung zu Gott. Die anderen 6 Gebote zusammengefasst betreffen unsere Beziehung zu unseren Mitmenschen. 3. Mose 18,19 Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Nun, so viel zum Unterschied zwischen diesen beiden Gesetzen. Kommen wir nun zurück zu der Bundeslade. Wie wir nun wissen, befand sich neben den Gesetzestafeln auch noch das Manna. Wozu war das Manna da? In 2. Mose 16 und dort in den Versen 1 bis 4 wird es zum ersten Mal erwähnt. Erinnert ihr euch daran, dass als das Volk Israel aus Ägypten gezogen war, da hatte es Hunger. Und Gott gab ihnen da das Manna. Er sagte auch zu Mose, weshalb er es ihnen gibt und genaue Anweisung, wann sie es einsammeln konnten und wann nicht. In 2. Mose 16, Vers 4 sagt Gott ihnen also, siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen, und das Volk soll hinausgehen und täglich sammeln, was es für den Tag bedarf, dass ich's prüfe, ob es in meinem Gesetz wandle oder nicht. Gott gab ihnen das Manna, um sie zu prüfen, ob sie in seinem Gesetz wandeln. Doch viele Christen glauben, dass Gottes Gebote doch erst in 2. Mose 20 gekommen sind. Aber Gottes Gesetz war schon vorher da. 1. Mose 26, Vers 5 zeigt uns, dass bereits Abraham schon Gottes Geboten gehorsam war. Und wie war das bei Josef, als die Frau von Potiphar ihn verführen wollte? Er war nicht bereit, gegen Gottes 10 Gebote zu sündigen und sich auf einen Ehebruch einzulassen. Der Unterschied liegt einfach darin, dass das Gesetz da noch nicht schriftlich gegeben wurde. Und das Manna diente also dazu, dass Gott damit sein Volk prüfen wollte, ob es ihm gehorsam ist. Auch interessant, das Manna, welches sie am Freitag eingesammelt haben, wurde den Sabbat über nicht faul. Sie konnte die ganze Woche hindurch jeden Morgen ihren Tagesbedarf an Manna einsammeln, doch am Freitag sollten sie das Doppelte einsammeln, weil sie nicht am Sabbat einsammeln sollten und an diesem Tag auch keines da war. Und in Vers 24 lesen wir, dass am Sabbat das Manna nicht faul wurde. Es war ein Wunder von Gott, denn an all den anderen Tagen, wo man es bis zum nächsten Tag aufbewahren wollte, da wurde es faul. Vers 19 und 20 Und Mose sprach zu ihnen, niemand lasse etwas davon übrig bis zum nächsten Morgen. Aber sie gehorchten Mose nicht, und etliche ließen davon übrig bis zum nächsten Morgen. Da wurde es voller Würmer und stinkend, und Mose wurde zornig auf sie. Und in Vers 27 bis 30 Aber am 7. Tage gingen etliche vom Volk hinaus, um zu sammeln, und fanden nichts. Da sprach der Herr zu Mose, wie lange weigert ihr euch, meine Gebote und Weisungen zu halten? Sehet, der Herr hat euch den Sabbat gegeben, darum gibt er euch am 6. Tage für 2 Tage Brot. So bleibe nun ein jeder, wo er ist, und niemand verlasse seinen Wohnplatz am 7. Tage. Da es aber dann doch solche gab, die am Sabbat hinausgingen, um zu sammeln, so fanden sie da an diesem Tag nichts. Und auch was den Sabbat betrifft, denken viele Christen, dass er erst in 2. Mose 20 bei der Gesetzgebung dazu kam. Jedoch, was sagte Gott zu Mose, als die Israeliten am Sabbat nach draußen gingen, um zu sammeln? Wie lange weigert ihr euch, meine Gebote und Weisungen zu halten? Sehet, der Herr hat euch den Sabbat gegeben. Und dann weiter in Vers 33 bis 34 Und Mose sprach zu Aaron, nimm ein Gefäß und tu Manna hinein, einen Krug voll, und stelle es hin vor den Herrn.
dass es aufbewahrt werde für eure Nachkommen. Das Manna ist ein Test dafür, ob wir Gottes Gesetz gehorsam sein wollen. Wenn also jemand sagt, er isst von dem Manna, so kann er nicht gleichzeitig die Gebote Gottes verwerfen. In 5. Mose 8, 2 und 3 lesen wir: Und du sollst an den ganzen Weg gedenken, durch den der Herr dein Gott dich geführt hat, diese 40 Jahre lang in der Wüste, um dich zu demütigen und dich zu prüfen, damit offenbar würde, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Und er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit dem Manna, das weder du noch deine Väter gekannt hatten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern dass er von all dem lebt, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Das Manna steht also auch für Gottes Wort. Wenn wir also zusammenfassen möchten, dann war auf der Lade obendrauf der Gnadenthron. Diese goldbedeckte Lade stellt das Zeugnis Gottes in dem perfekten Beispiel seines Sohnes Jesus Christus dar. Und ohne Christus können wir auch nicht seinen Geboten gehorsam sein. Alles in der Bibel weist auf Jesus hin, ja sogar die Bundeslade selbst. Denn nur durch Jesus bei diesem Gnadenthron komme ich an die Gebote in der Bundeslade. Denn aus uns selbst können wir nichts tun. Wie ihr wisst, haben wir auch den Brandopferaltar studiert. Und für diesen Altar gebrauchte man dasselbe Holz wie das, aus dem die Bundeslade angefertigt wurde, Akazienholz, überzogen mit Bronze, was kein reines Metall war. Es steht für unseren Zustand, wenn wir zu Gott kommen. Doch auf dem Weg durch das Heiligtum bis hin zu der Bundeslade sehen wir, dass der Gnadenthron aus reinem Gold war, was für Christi Vollkommenheit steht, und in der Bundeslade sein Gesetz. Dann die 10 Gebote, die bezeugen, dass er der vollkommene Gehorsam gegenüber dem Gesetz Gottes ist. Das Manna, was bezeugt, dass er das Leben und das Brot vom Himmel ist. Der Stab Aarons, der bezeugt, dass er der von Gott Auserwählte ist. Das also sind die 3 Etappen von Christi Mittlerdienst, der irdische und sein Mittlerdienst im Himmel, vom Heiligen ins Allerheiligste. Hier sehen wir sein irdischer Dienst, denn er kam in diese Welt, um für uns zu sterben und ist wieder auferstanden. Und so müssen auch wir sterben und sein Opfer annehmen und durch die Taufe wieder auferstehen, hier beim Waschbecken. Dann ist Jesus ins Heilige eingegangen und so müssen auch wir ins Heilige eintreten, um uns mit seinem Wort nähren zu lassen, damit er uns seinen Heiligen Geist geben kann, um für ihn ein Licht in dieser Welt zu sein. Und auch, dass er für uns einsteht und wir ebenfalls für andere im Gebet einstehen sollen. Und dann ins Allerheiligste, wo Christus uns rechtfertigt und uns seine Gebote in unsere Herzen schreiben möchte. Das sind die 3 Etappen seines Dienstes. Das ist es, was uns das Heiligtum über den Dienst Christi aufzeigt. Und ist das nicht wunderbar? Ich hoffe, dass diese Serie, dieses Bibelstudium über das Heiligtum für euch genauso ein Segen war wie für mich. Doch auch wenn wir heute beim letzten Gegenstand des Heiligtums angelangt sind, wird darauf noch ein Bonus-Bibelstudium folgen. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer Gottes Segen und bis zum nächsten Mal bei ein Licht in der Dunkelheit.